Ich bin noch nie gern zum Doktor gegangen. Ich glaube, dass keiner gern zum Doktor geht. Aber seit 4 Wochen ungefähr, da gehe ich erst so richtig ungern. Und wenn, dann warte ich nie mehr im Wartezimmer. Nie mehr. Immer draußen vor der Tür. Vor 4 Wochen bin ich nämlich beim Doktor gewesen. Mir hat gar nichts gefallen. Das ist ja der Hammer. Ich wollte bloß einmal hingehen zum Durchchecken, wisst ihr so. Also Blut, Urin, EKG, BSC, das ganze Zeug. Ich bin dann reingegangen und hat die Sprechstundenhilfe gesagt, bitte schön, Herr Laurer, wenn Sie einen Moment im Wartezimmer Platz nehmen. Ja, alles klar, bin ins Wartezimmer rein. Waren 5 Leute drin. 4 ältere Damen, sehr ältere, und ein kleines, käsiges Mandel im Eck. Ich bin ein freundlicher Mensch, bin reingegangen, grüß Gott miteinander. Keiner sagt ein Wort. Jeder sitzt dort, hat eine Zeitschrift, haben wir gedacht, das Biffeln. Wenn sie es nicht sagt, sage ich auch nichts mehr. Habe mich hingesetzt, habe auch eine Zeitschrift genommen. Eine Gratter Wische, eine über Mondschwierer. Eine Zeitschrift über Mondschwierer. Furchtbare Bildchen drin. Und sowas, wenn ich lese, da fällt mir dann ein, halt, die letzten Wochen habe ich ab und zu ein wenig Bauchweh. Aber ich habe mir gedacht, das ist bloß Einbildung, da denkt er nichts. Und gerade wenn man das denkt, sagt eins von den älteren Weiber, ja, der Sepp. Sagt die zweite, oh mei, der Sepp. Dann ist es wieder Start. Ja, was ist jetzt mit dem Sepp? Das darf mich jetzt schon interessieren. Obwohl, was geht mit der Seppo? Vor 4 Wochen kriegt er Bauchweh, vorgestern ist er gestorben. So. Ja, ein Wunder ist nicht. Alle Tag 4, 5 halbe Bier, das hält der beste Mann nicht aus, der ist durchgebrochen. Ja, was soll denn das? Ich trinke auch einmal ein Bier oder 5. Und Bauchweh habe ich auch ab und zu. Jetzt machen sie mich direkt ein wenig nervös. Obwohl, was geht mit der Seppo? Jetzt bin ich schon, also, was haben wir denn? Sein Bruder hat schon vor 2 Jahren erwischt. Sein Lung war bloß noch so groß wie ein Semmelknödel. Wie ein Semmelknödel. Ja, ein Wunder ist nicht. Alle Tag 40 Zigaretten und mit 40 ist er gestorben. Jetzt hat er es. Ich wollte eigentlich rausgehen und nicht rauchen. Ich gehe nicht mehr raus. Andererseits ist das ein Schmarrn, der hat am Tag 40 geraucht und mit 40 ist er gestorben. Ich rauche am Tag 20, dann war ich ja mit 20 schon gestorben. Also, totaler Krampf. Ich habe schon überlegt, wie groß meine Lunge ungefähr ist, Semmelknödel oder Erdäpfelknödel. Sagt einfach mal das dritte alterne Weih, ich bin schon ganz verzagt mit meinen offenen Face. Da fällt mir nichts. Meine Face sind so. Wenn die hier offen sind, das ist schlimm, aber da kann ich nichts dafür. Meine sind so. Allerdings, wenn ich so nachdenke, Mensch, gestern hat mich das linke Wadel so gejuckt. Wieder doch nicht aufgehen. Ich bin schon mir überlegen, ob ich da noch reingehen soll zum Doktor. Ich bin jetzt wirklich nervlicher so beieinander. Der stellt vielleicht was fest, was ich gar nicht habe. Oder er stellt was nicht fest, was ich habe. Gehe ich jetzt noch zum Doktor? Einfach mal rührt sich das kleine kasige Mandel im Eck. Ich speib Blut. Ja, sag einmal. Das ist zwar tragisch, aber der braucht doch das nicht so sagen. Ist ja kein Wartezimmer, ist ja eine Folterkammer. Mit Blut habe ich Gott sei Dank nichts zu tun, außer dass ich gerne Blutwurst ist. Und ab und zu habe ich Nasenbluten, aber das hat jeder. Vor 4 Wochen habe ich Nasenbluten, heute speibe ich Blut. Ja, sag. Das darf doch nicht wahr sein. Da wirst du krank da herin. Mir hat ja gar nichts gefallen, weil ich gekommen bin. Da mache ich nicht mehr mit. Mich wundert es bloß, dass das 4. ältere Weih nicht sagt. Die sitzt im Eck und sagt kein Wort. Die rührt sich auch gar nicht. Vielleicht ist sie gestorben. Nein, die schläft. Die hat wenigstens einen Anstand und schläft und ist stark. Aber trotzdem, ich mag jetzt nicht mehr. Ich gehe nicht mehr zum Doktor rein. Ich stehe auf und will gehen. Und komme an dem Weih vorbei, die schläft, stehe ein bisschen an ihrem Fuß dran, fällt ihr ein Backerl vom Knie runter. Höflich, weil ich bin, hebe ich es auf. Haben wir schon gedacht, no, ein bisschen feucht. Ein bisschen feucht. Jetzt ist es wach geworden und hat gesagt, no, Dankeschön, jetzt ist mir doch glatt im Schlaf meine Stuhlprobe runtergefallen. Also, und seitdem war ich nicht mehr beim Doktor. Und wenn ich wieder gehe, dann warte ich draußen vor der Tür. Prost.